Ein großes Dorf, was ich mir nie als erstes mal um. Hey, Kleiner! Hey, hallo! Du kommst aus der großen, weiten Welt, oder? Du kannst sicher mit Pfeil und Bogen und mit Schwert umgehen und du bist bestimmt total stark. Ja, klar doch. Schon kommst du mit allen möglichen Waffen klar. Wir sind dabei, meinen Traum wahr werden zu lassen. Mein Opa war immer ganz fasziniert von Waffen, hat er seine Sammlung nie vervollständigen können. Und jetzt ist er nicht mehr da. Und jetzt sind die Waffen, die ich dir nenne, und zeigst sie mir? Ich kann meinem Opa im Himmel erzählen, was er gesehen habe. Ja, klar doch. Gut, so machen wir's. So, was nehmen wir denn? Hast du mal ein Reiseschwert gesehen? Ich kann mich bisher nur in Büchern bewundern. Echt noch nie. Das heißt mir doch unbedingt, ja? Reiseschwert hatte ich mal dabei. Das ist leider schon eine Weile her, verdammt. Naja, egal. Ich finde sicher noch irgendwo eines. So, neue tolle Klamotten, Hylia Kapuze, das habe ich bereits alles schon, brauche ich also nicht mehr. Was haben wir hier noch Schönes? Winterwarm, das habe ich auch schon. Hylia Beinschutz. Allerdings metallisch. Hylia Rüstung. Sieht auch stark aus. Hylia Helm. Ah, wenn ich irgendwo etwas Metallisches bräuchte, dann wäre das sicher noch ganz krass. Hi. Hey, willkommen. Hier bei C für Finanzialaden von Kleidungsstücken, von Alltagsmode bis zu Schutzkleidung für Krieger. Wie kann ich Ihnen helfen? Warum sind Sie so versteckt? Naja, Sie meinen, ich bin hier in der Ecke schlecht zu sehen? Aber ich muss hier stehen, das ist mein Lieblingsplatz, bitte haben Sie Verständnis. Kann sonst irgendwie helfen? Was ist das hier? Wir sind eine Boutique mit Schwerpunkt auf moderne Alltagskleidung. Mit bequemen Stücke für zu Hause bis hin zu Rüstungen für Soldaten und das Angebot weiß zu überzeugen. Kann man etwas tun? Ich hätte noch was verkaufen. Ich muss mich konzentrieren. Danke für Ihre Geduld. Wie wollen Sie denn verkaufen? Bar. Blöde Frage. Ich hab doch irgendwo... Wo habe ich es denn jetzt schon wieder? Vorher schnell auch noch. Mittlerweile habe ich doch... Leuchtstein. Besser Gewinner sollte vielleicht besser behalten. Bernstein wäre auch mal ein bisschen mehr wert. Ich finde sicher überall mal wieder ein paar Leuchtsteine. Ich mache mal 2, weil ich sowieso für Kleidung oder für irgendwelche Gewänder das brauche. 1 pro Gewand. Kann nur 3 tragen. Hose, Gewand plus Kopf. Von dem her wird es eigentlich aufgehen. Ich habe sonst nicht wirklich etwas. Schleimgelee, nee. Die antiken Dinge, antike Schraube. Naja. Nee, ist ganz gut, dankeschön. Ich freue mich auf Ihren ersten Besuch. Muss ich mal noch gucken. Eine Hylia-Rüstung. Boah. Vielleicht mal. Hey du! Guten Tag! Schönes Wetter, oder? Der Kremmerladen Mistra wartet auf deinen Besuch. Sieh dich in aller Ruhe um, ja? Okay, mache ich, dankeschön. Krämerladen, also ich wohl alles finde. Ja, mal eine gute Stube. Was ist noch ein Obergeschoss? Was ist denn hier noch? Aha. Laden unten, Wohnung oben, alles klar. Hier schönes Bombenpfeile. Jo, das sage ich dann nicht. 10 Bombenpfeile. Schon sind noch teuer. Oh, entschuldige, wollte niemand total begrüßen. Was ist das? Ein Bombenpfeilinteresse? Ich würde doch gerne 5. Ja, ich nehme 5. Und mal 5, ist es gut? Ja, kein Problem. Was man einkauft, war. Aber es dringend nötig. Hier noch Schönes. Eier, Heiwulgras. Risotto der Reisbällchen. Okay. Ein Fittling. Eine maximale Ausdauer. Maxi-Trüffel. Erst mal das Maximum hinaus aufzufüllen.
Das könnte je nachdem mal ganz praktisch sein. Ja, nur noch 2, schade. Ja, nehme ich gerne. Milch. Ist relativ günstig, kann auch mal mitnehmen. Ja, ja, das geht gut. Ja, klingt gut. Ja, ich finde auch, klingt sehr gut. So, sonst noch was? Hallöchen, könnt ihr mir helfen? Wer bist du? Ich? Mein Name ist Fichtjoch. Der Inhaber von Mistral. Die Leute in Hateno sind alle sehr freundlich, aber nicht zu genieren, einfach anzusprechen, ja? Was gibt's sonst noch? Momentan ist alles cool. Das ist das erste Mal. Aber einen Waffenladen gibt's hier offenbar nicht. Hey du! Ja, bin schon wieder weg. Was fällt dir ein? Versuchst du uns zu belauschen? Das kannst du vergessen. Die Jugend von heute. Ich muss noch ein Wort mit deinen Eltern reden. Man belauscht keine fremden Gespräche. Ich bin über 100 Jahre alt, ich bezahle, dass meine Eltern noch leben. Aber danke für Ihre mitfühlenden Worte. Zicke. So, sind die kleinen Kinder noch? Die Rondellspitze. Ach ja, aber sonst? Sehr friedliches Dorf. Gefällt mir sehr gut. So, wo ist jetzt der Typ schon dahin? Ah, da. Guten Tag. Hallo, bist du auf der Durchreise? Ich hoffe, langweilt sich nicht zu sehr in unserem Kaff am Rand der Welt. Langweilen? Naja, es gibt noch ödere Plätze auf der Welt, das stimmt. Zumindest die Färberei haben wir. Sowas findet man nicht überall. Das stimmt. Im Norden von ihr ragt die Ranellspitze empor. Ranellspitze? In der Ranellspitze erzählt man sich so einiges. Dort soll die Quelle der Weisheit liegen und die Prinzessin von Hyrule zur rituellen Reinigungen unterzogen hat. Die Prinzessin hatte langen Weg auf sich genommen, nur um diese Quelle zu erreichen. Sie muss einen Schatz versteckt haben, davon bin ich überzeugt. Die Ranellspitze ist von Schnee und Eis bedeckt, da kommt so leicht keiner rauf. Wenn du genug Zeit hast, kannst du ja mal umschauen, wa? Zelda war da oben. Na, da ist sicher ein bisschen kälter, wird normaler Winterwarm nicht ausreichen. Hat ein paar speziellere Klamotten. Ob ich das wohl finde? Ist jetzt offenbar nicht sehr viel los, die Färberei. Umschauen. Kann ich mich ja mal? Hat jemand hier irgendwie... Jetzt dunkel geworden. Seltsam. Ganon greift plötzlich an. Ich weiß schon, ein Kunde, oder? Genau. Schatz, er ist ein Kunde, er will seine Kleidung wärmen lassen. Sieh mal da direkt, den Rest machst du, ja? Die hat eine kräftige Stimme. Guten Tag. Hey, reinspaziert. Willkommen bei Tornado, der berühmten Färberei von Atheno. Bunte Kleider für bunte Kunden. In den Färbmaterialien dabei sind alle Gebühren im Preis enthalten. 20 Rubine Färbe mit einem kleinen Lieblingston. Kannst du bitte mehr darüber erzählen? Junger Mann, für gewöhnlich ziehen unsere Atheno-Farben eine sehr traditionell orientierte Kundschaft an. Ich sehe es als meine Aufgabe an, diese stolze Tradition auch den nachfolgenden Generationen ins Herz zu legen, ja? Nämlich mal alles halt erklären, hä? Atheno-Farben sind in diesem Dorf ein traditionelles Handwerk. Wir färben kleine Stücke in beliebiger Farben. Viele Monster und die Materialien kommen. Kunden müssen Färbmaterialien also selbst mitbringen, aber dafür ist die Gebühr jetzt auch viel geringer. Das sagt ist, komm schon, vielleicht ist das genauso wie du willst. Ja, aber ich hatte gar keine. Wir färben alles, was du da hast. Alles war immer, nur dass du dich hier nicht beschwerst. Okay. Farbe wählen. Blau, Rot. Alles in Blau. Alles in Gelb. Alles in Weiß. Alles in Schwarz. Kaminrot. Grün hätte eigentlich noch was für sich. Schwarz ist ja ganz schön. Eine 5 davon aus. Mit Feuerstein. Maxi-Trüffeln, okay, aber das ist doch irgendwie so etwas in der Art. Aber wieso Feuerstein nicht irgendwie auch ein Rüstling?
verstehe ich jetzt nicht ganz. Eine andere Farbe vielleicht? Weiß. Prinzessin Enzian, okay. Und Milch, Wie wär's denn vielleicht mit Grün? Aber das ist sicher genug davon, oder? Rüstung ganz in Grün, ja, noch ein paar Sportkröten, ja. Ausdauerlinge. Okay. Besten Dank. Wertmaterialien gut fest, ja? So kommt die Farbe nur selten raus. Ja, aber wozu hast du jetzt meine Materialien gebraucht? Das Farbe verrät ein unterdrücktes Verlangen. Nach einem unfairen Mörder wende dich an mich, ja? Ja. Ja, mir natürlich überhaupt nicht auffällig. Oh Mann, oh Mann. Das ist ja irgendwie ein interessantes Umfärben, aber alles auf einmal? Ich weiß ja nicht. So, was haben wir hier oben noch Schönes? Hallo? Jemand da? Soll nicht so sein. Schade, was sagen die Karten noch so? Das Gasthaus, okay, aber sonst auch nicht mehr viel. Das Ranelgebirge, ja, sieht schon ziemlich kalt aus. Hier oben vielleicht. Ja, sieht doch nach einer Quelle aus. Obwohl. Seeläuterung, da könnte natürlich auch was sein. Bis ich da hochkomme. Das könnte noch dauern. Guten Tag. Du, bist auf Reisen? Hast du im Gasthaus Sahel übernachtet? Nee, noch nicht. Nein? Also etwa vor in Athen zu bleiben, oder? Mal überlegen. So, hinnehmen, ich habe schon genug Rivalen. Ah, vergiss, was ich sagte. Ist nichts. Uns geht zwar gut hier, aber da draußen wird es immer schlimmer, was man so hört. Das gucke ich hier, ob irgendwelche Fremden sich vor einem Primela. Ich meine, ich stehe ja wach und stelle sicher, dass keine Fremden Frieden in unserem Dorf stören. Fremde? So wie du zum Beispiel. Viel wichtiger, hast du von einem Primela schon mal getroffen? Nicht, dass es mich interessiert, aber wenn du sie triffst, sollte von deinem Jugendlichen schon mal etwas zurück, ja? Das ist schwierig, wir sollen bloß schenken. Sagen wir, eure Geschenke können vor allem Primela vom Gasthaus selber gefallen. Ein Freund eines Freundes, der ist verliebt und hat mich um Rat gefragt, ja? Woher soll ich das wissen? Guten Tag. Wenn du ein Blauschen brauchst, Päuschen brauchst, das Heilen hat er ist für dich da. Dann wirst du später mit dem Kollegen empfangen, ja? Ja, ist soweit, alles klar, dankeschön. Das Fräulein. Sie vielleicht? Guten Tag, willkommen im Gasthaus Sahel. Mein kostet 20 Rubinen, Luxus kostet 40. Ich will eigentlich noch gar nicht hier. So, wir werden so bald wieder. Ein Geschenk, das ihr gefallen könnte. Das ist jetzt natürlich eine gute Frage. Oh, hallo Kamerad. Kamerad? Ja, du reist im ganzen Land umher, genau wie ich, oder? Sieh ich dir eine Nasenspitze an. Hehe. Du warst natürlich auch schon in Geronien, in Geodo-Stadt, habe ich recht? Geronia? Wie? Du hast ja noch nie Geronia? Geronia liegt nördlich von Athen, in Eldin, sagt man zumindest. Tja, das ist raus, ich war selbst noch nie dort. Ich war wirklich dicht dran. Das ist brennend heiß. Das muss ich sich umkehren, bevor ich in Geronia erreichen konnte. Was du sonst noch was wissen? Geodo-Stadt? Was sag bloß, du warst noch nie dort? Athen liegt Geodo-Stadt weit im Westen, eine blühende Oase mitten in der Geodo-Wüste, habe ich gehört.
Ja, ganz recht, ich war selbst noch nie dort. Die Wüste habe ich durchquert, doch leider wurde ich von den Toren der Stadt abgewiesen. Jetzt nachher habe ich gehört, dass ausschließlich Frauen die Stadt betreten dürfen. Ja, wohl scheiße war. Ich frage mich, ob ich wohl in Frauenkleidern hätte anschleichen können. Ja, und was wissen? Andere Städten nach? Ja, was gibt es sonst noch? Soll man natürlich das Dorf der Zuras und dann das Dorf der Ohne unbedingt gesehen haben. Aber rund um das Dorf der Zuras hängt es seit einer Weile ohne Pause und das Dorf der Ohne ist äußerst abgelegen. Du hast sicher schon bemerkt, dass ich deshalb keines von beiden je besucht habe. Wenn Sie noch was wissen? Nee, ist cool. Dankeschön. Noch kein Hinweis zu dieser jungen Dame, diesem Fräulein. Darf man übernachten? Willkommen, Mann, um 20 Rubine. Hey, ist es cool? Ja, ist cool. Sehr wohl, Mann. Normalerweise bei der Übernachtung eine Person. Dann frage ich noch, wenn sie geweckt werden. Morgens. Sehr wohl. Erholsamen Schlaf. Dankeschön. Guten Morgen. Haben Sie gut geschlafen? Das ist ein Besuch. Ich sehe irgendwie nichts, was darauf deuten würde, was sie... Blumen vielleicht. Willkommen, Gassaseil. Nee, sehr wohl bitte hören das Wald wieder. Naja, mach ich. Ja, weil viel so früher Morgen ist. Der steht immer noch da. So. Guten Morgen. Du bist ein Reisender, oder? Jupp. Oh, wirklich? Der Frieden herrscht, ist da richtig aufgeblüht. Frieden? Ja, er war nicht immer so idyllisch, musst du wissen. Als noch ein Kind war, gab es ja kein einziges Feld. Wir hörten, dass Schloss Hyrule mit St. Hyrule-Stadt zerstört worden sei. Es gab keine Überlebenden. Und dieses Geschehen ist die große Verheerung. Es ist unmöglich, diese schrecklichen Worte zu beschreiben. Ja, ich kenne es aber. Leider. Oder zumindest ein Teil davon noch. Ja, den Rest aber voll wieder vergessen. Da wieder ein Baum. Die Holzbündel. Stück. Nicht gerade wenig. Jemand da? Im Zuhause? Nö. Offenbar am Arbeiten. Geht offenbar noch hoch hinaus. Hoch, sehr hoch hinaus. Nö, das ist auch nichts. Jemand zu Hause? Mein Name ist Link, ich bin hier auf der Durchreise. Bin ich wieder an der Reihe? Nanu? Wer bist du denn? Ja, man muss ja nachts einen Tag machen, lass mich bitte noch etwas schlafen. Von mir aus. Was für eine Arbeit geht er wohl nach? Ich meine, er wohnt hier bis außen in der Nähe des Instituts. Hat das etwas damit zu tun? Was ist denn das da? Schreien kann es nicht sein. Kann man da überhaupt rüber? Das ist aber kein Wächter, oder? Nee, das sieht irgendwie aus, als wäre es doch etwas ein Schika wieder, irgendwie so ein Schika-Turm. Doch ein bisschen neugierig. Oben rüber gleiten, ja, das könnte klappen.
ist ja auch schon das Institut da oben. Das war ziemlich weit oben. Oh, ein paar Schafe. Noch hier außen rum. Frage ist aber immer noch, ist das, was auch immer das ist mir das freundlich gesinnt? Ja oder nein? Ah, das umfällt. Und nichts Besonderes. Sieht eigentlich friedlich aus, als ob doch hier irgendwo noch was glitzern sie von der anderen Seite her. Ein verrostetes Schwert. Ja, mal gucken, ich habe natürlich jetzt mittlerweile relativ viele Dinger. Eisen. Ne, komm weg damit. Lieber ein Schwert, auch wenn es verrostet ist. Oh. Darf nie hochklettern können, ich Trottel. So. Was ist denn jetzt das hier? Eine blaue Flamme? Kann ich so offenbar nichts machen? Das irgendwie anhalten? Nee. Hä, was soll denn das sein? Das bringt auch nichts. Was zum Kuckuck ist das bloß? Aber schon ist das ja so ein Chica irgendwie. Na, wir sind noch später raus. So. Jetzt wäre es aber doch mal ganz praktisch, wenn ich mal zum Institut hochgehen würde. Wieso muss das Teil so weit aus dem Dorf liegen? Meine Güte. Jupp. Hallo. Alles klar. Sehr gesprächig sind die ja nicht. Ich bin ganz lieb zu euch. Schönen guten Tag. Jo, Tag auch. Sag, bist du ein Reisender? So, haha, Weißt du, ich habe da eine Aufgabe und du siehst aus, wärst du genau richtig dafür. Müssen mir helfen? Kommt drauf an. Jo, also, ja, wenn wir bitten, tief im Expo-Wald Hirsch für mich zu jagen. Gibt einfach zu viele von ihnen und sie zerstören den Wald. Also überlege dir bitte innerhalb von einer Minute so viele Hirsche wie du kannst. Ich muss leider weiter. Na gut, sagen wir Bescheid, wenn du anders überlegst. Exo-Wald, wenn der hier näher oder was? Ah, das ist da oben. Einfach auf dem Rückweg. Ja? Was machst du hier? Ganz so unschuldig. Das ist allerdings nicht so aus, als was damit zu tun. Am Tenno-Strand treiben so Monster herum, die meine Schafe stehlen. Deswegen ist etwas neben mir. Wenn es weitergeht mit meinem Schafen, dann... Tenno-Strand? Achso, hier unten. Müssen wir beobachten. Ja, guten Tag. Ach, guten Tag. Ja, im Alter wird man immer gesprächiger. So, bin ich eigentlich richtig? Der Bauernhof hat ein Institut. Jo. Offenbar bin ich hier richtig.
Da oben ist es auch schon. Das war ein kleiner Junge hier. Hallo? Und echt ein Schika-Mädchen? Hm. Also Schika-Mädchen gesehen, Sefaro? Hier ist nichts Verdächtiges. Sefaro, Schika-Mädchen? Wir spielen Spione, hihi. Ein Schika-Mädchen also. So. Na, da würde einiges erklären. Ist das da oben? Dem ist jetzt immer noch dunkel, dafür es gerade mal Mittag ist. Da unten ist ja noch ein Schrein. Da frage ich mich doch glatt, ist der... Wie jetzt? Auf einer Insel, ja super, wie kann man da hin? Hinfliegen ist nicht, das haltet niemand eben aus, ist sicher auch viel zu hoch dafür. Viel zu weit weg, Irgendwo da unten ein Schiff kaufen oder mieten oder so etwas? Da müssen wir später mal schauen. Der Schika-Sensor reagiert auch nicht. Aber immerhin kann ich noch ein bisschen was fällen. Na, komm schon. So, 2 Holzbündel. Ah, sogar 3, cool. Hier haben wir 2. Also müssen wir relativ schnell an die 30 Holzbiegel kommen. So. Sehr schön. Ah, ist eine coole Axt, die hält echt lange. Aber gleich zu anderen Waffen, die ich so mit mir rumschleppe. Heilwurgras. Ah, plötzlich haben wir eins gefunden, cool. Eine Rute brauche ich jetzt sicher nicht. So. Apfel übersehen. Ja, sieht so aus. Sehr gut. Noch so ein Baum? Nee. Wird später. Das Bauernhof von vorhin. Hateno-Institut. Gefahr. Brave Kinder sollen spielen besser woanders. Hä? Wieso Gefahr? Hier ist noch ein Schild. Hateno-Institut. Spiel mit den Laternen verboten. Eltern für ihre Kinder. Kommt ja offenbar öfters vor. Ja, von Bäume fällen stand aber nichts. Ui, geht das weit runter. Ja, das ist kalt da drüben. Sehr kalt. So, was steht hier noch Schönes? Hateno-Institut. Gefahr. Kehrt um, Kinder. Muss ich mich extra bewaffnen? Was ist hier los? War vielleicht doch keine gute Idee, hierher zu kommen. Oh oh.